Herzlich willkommen bei Einmal um Chime zu einer neuen Folge. Heute zu Gast bei mir im Auto, the one and only Roman Hofbauer. Vielen Dank, schön, dass ich mitfahren darf. Ja, schön, dass du eingestiegen bist bei mir. Ich habe dich jetzt abgeholt bei dir im Büro, gell? Du bist direkt im Postsaal in Eichendorf stationiert, hast da dein Veranstalterbüro, und wenn man die ganz kurz beschreibt, du bist eigentlich alles, was die Musik- und Veranstalterszene so mit sich bringt, in Form von Liederschreiber. Du bist Veranstalter, du hast ein Magazin rausgebracht, du warst einmal im Radio, du hast so viele Sachen gemacht. Ich glaube, wir brauchen halt extremst viel Zeit, aber wir steigen direkt ein, hätte ich gesagt, mit dem, was dir am wichtigsten ist. Und zwar Johnny Cash. Stimmt das? Na, am wichtigsten darf ich jetzt nicht sagen, aber Musik ist mir am wichtigsten und Johnny Cash ist ein Künstler, den ich sehr, sehr schätze, tatsächlich. Okay. Und da bist du ja unterwegs mit einer Band. Da haben wir jetzt aber eigentlich was vergessen, was wir noch brauchen. Da fahren wir jetzt erst einmal hin und holen den, oder? So machen wir das. Ja, was fällt uns denn? Ja, der klassischerweise der Hut, wenn man über Country Music redet, braucht man einen Hut. Die Folsom Prison Band, oder? Folsom Prison Band, genau. Wie darfst das du beschreiben? Was macht ihr da genau? Ihr seid zu zweit, aber eine ganze Band, oder? Genau, wir sind zu zweit, sounden aber wie eine ganze Band und haben die Möglichkeit, dadurch auch sehr filigran zu arbeiten und machen wir nennen es eine Hommage an Cash and Country Music. Und erzählen die Geschichten zu den Songs, eigenes Empfinden dazu und wir haben das eigentlich wie ein Theaterprogramm aufgebaut, dass die Leute ein bisschen Infotainment haben, aber halt auch das Spüren, um was geht. Letztlich geht es bei Musik immer darum, dass man ein Gefühl vermitteln und dass man was spüren kann. Ja. Und das möchte ich einfach auf der Bühne rüberbringen. Und dir ist ja ganz wichtig, dass man eben die Geschichte zu dem Lied dann auch jeweils kennt, und das wird bei den Konzerten dann auch zelebriert, oder? Genau, das ist natürlich diese Songs, jeder Song oder fast jeder Song war ein Drehbuch für einen Film. Ja? Ja. Und dann erzähle ich halt einfach zu Give My Love to Rose die Geschichte, dass es darum geht, dass ein Typ aus dem Gefängnis in Frisco entlassen worden ist und auf dem Heimweg nach Louisiana ist. Und er wird gefunden in der staubigen Wüste und er glaubt ihn halt zusammen und sagt, du, ich schaff's nicht mehr heim. Ich bin 10 Jahre gesessen, habe gebüßt für alles, was ich angestellt habe. Darf gern meine Frau wieder singen nach all der Zeit, meinen Sohn kennenlernen. Und ich schaff's aber nicht mehr. Ich habe die Kraft einfach nicht. Und so, nimm bitte das Sackel voll Geld, geht zu meiner Frau, sage ich, sie soll sich was Schönes zum Ozean kaufen. Sag meinem Sohn, er soll seiner Mom daheim helfen. Sag ihr, sie soll einen anderen Mann finden, um mit ihm glücklich zu werden. Und das Allerwichtigste, geh zu ihr und Give My Love to Rose. Und dann spielen wir halt den Song. Du machst doch gleich Lust auf ein Konzert, oder? Das hoffentlich. Wann spielst du mal wieder? Wann spielen wir denn mal wieder? Wir spielen am Freitag in Schloss Buchenau. Das ist ein ganz interessantes Konzert. Das wird ein Kopfhörerkonzert werden. Kopfhörerkonzert? Genau. Ganz was Neues. Ja, die Leute sitzen tatsächlich mit Kopfhörer drin und kriegen einen brutalen Sound auf die Ohren. Und dann spielen wir in Mühldorf und dann müsst ihr jetzt auf den Plan schauen, weil das nicht auswendig weiß. Schauen wir auf die Homepage drauf. Wie lautet die Homepage? folsomprisonband.com. Sehr gut. Genau, aber es ist natürlich nicht das einzige Cash-Projekt, das ich habe. Es ist tatsächlich noch was Lustiges entstanden. Aus der Idee heraus, es gibt einfach auch diese tolle Liebesgeschichte zwischen June Carter und Johnny Cash. Und da habe ich die Sängerin Marina J. aus Österreich mit an Bord. Und auch ganz intimes Konzertprogramm. Wir sitzen zu zweit auf der Bühne und es ist echt noch ein tiefer gehenderes Storytelling tatsächlich, wo man auf die Geschichten eingehen. Und eigentlich ist die Erweiterung der Konzerte mit der Folsom Prison Band. Okay. Man kann sagen, so ein bisschen der zweite Teil. Da geht es auch ein bisschen um die Landsberg Years, die Deutschland-Zeit von Cash, und baut aufeinander auf und ist, glaube ich, phasenweise sehr emotional, sehr lustig und mit einem fulminanten Ende, wo ich selber immer warnen muss. Wo es selber bewohnen muss. Ja, interessant. Also voll dabei und Emotion pur. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie die Folsom Prison Band so klingt, wir haben mal was zum Neuern, oder? Auf YouTube gibt es es. Jawohl. Ja?
Staring up the road and pray to God I see some headlights. Markante Stimme. I made it down the coast and sang and picked me a bookie at Double Fly. Wo habt ihr da gespielt? And I'm hoping for In der Redoute, Theatersäle in Passau. baby tonight. Also schaut es euch an auf YouTube. Ja, du hast eine Reibeisenstimme, das merke ich schon. Und Mundharmonika spielt dort der Kompagnon auch recht Mein gut. Kompagnon, genau, der ist Multi-Instrumentalist, der Joe Baumgartner. Joe Baumgartner. Genau, er ist wirklich Country-Spezialist, also einen knackigen Sound auf der Fender, Aha. wo er einfach diesen Country-Charme rüberbringt und gleichzeitig aber auch diesen Mississippi-Delta-Sound rüberbringt mit dem Banjo oder halt ganz ursprünglich auf der Dobro, also sehr, sehr vielfältig aufgestellt und deswegen klingt das auch sehr fein. Aber die Reibeisenstimme ist tatsächlich nur bei diesem Song, den haben wir eigens interpretiert, das ist ein Song von Dylan, den hat er angefangen zu schreiben und nicht fertig geschrieben. Die Old Crow Medicine schon in den 90er Jahren hat den dann zu Ende geschrieben und gesagt, okay, wenn da mehrere Leute rumgedoktert haben, dann dürfen wir auch. Dann habe ich auch ein bisschen was noch verändert und dann ist es praktisch die Folsom Prison Band Adaption von Wagon Wheel. Hast dein eigenes Wagon Wheel noch dazu Genau, gebaut sozusagen. Gut, ja cool. Also mein Herz auf die Konzerte da. Schaut's vorbei. Dann ist aber ganz interessant, du warst einmal beim Radio, oder? Ist das richtig? Ja, tatsächlich. Mhm. In Salzburg, Radiofabrik 107,5 MHz. Du hast es noch drin wie damals. Wie lange warst du am Start und was hast du für Sendung gemacht? 10 Jahre war ich dort echt unterwegs und die Sendung hat geheißen Roman Live. Roman Live. Und da hast du verschiedenste Gäste gehabt und da kommen wir schon zu einem Gast, den du mal da gehabt hast, beispielsweise nach Konstantin Wecker und vielen anderen bekannten Gesichtern war auch der Hans Söllner da, oder? Tatsächlich, ja, der Hans war einige Mal in der Sendung. Mhm. Genau, war recht praktisch. Reicherheu und Salzburg ist ja nicht so weit auseinander. Das hat es immer angeboten. Gut, und ihr versteht euch bis heute super, oder? Ist eine Freundschaft entstanden dann, oder? Genau, also wir haben immer wieder mal miteinander zu tun gehabt und genau. Gut. Und du veranstaltest dann auch demnächst einmal in Plattling, habe ich gelesen, gell? In Plattling auf dem Magdalenenplatz im Rahmen unserer Konzertreihe im Sommer dort. Und mich freut sehr, dass er mit am Start geht mit der kompletten Band. Also das wird sicherlich ein schönes Happening wieder werden. Und ich glaube, dass die Leute einen der besten Söllner Auftritte erleben wird, weil er wird immer besser mit den Jahren und ja, ich habe immer schon eine gewisse Affinität, kann sehr viel mit ihm anfangen. Und genau. Ja, ich habe noch nie live gesehen, muss ich gestehen, aber es wird Zeit, ich sehe jetzt im Sommer dann einmal und in Plattling kommen wir vielleicht auch vorbei mit Band. Bitte gern. Hört sich ja super interessant Bitte an. gern. Und Plattling ist nicht weit weg von dir, du bist aber geboren in Dingolfing. Gell? Wir fahren jetzt gerade nach Böcking. Wir fahren nach Böcking. Die Hiesigen sagen Bocking. Bocking sagen die Hiesigen. Und eigentlich bist du geboren in Dingolfing. Genau. Okay. Und dann hat es dir aber da hergezogen. Genau, das sind jetzt so die Outbacks vom Landkreis Dingolfing-Landau, die Outbacks vom Vilstal. Gleich danach kommt der Landkreis Deckendorf. Da steht es, Bocking. Aber mit Ö. Mit Ö. Und da fahren wir jetzt zu deiner Ranch, gell? Schauen wir jetzt schnell auf der Ranch vorbei, weil ich meinen Hut vergessen habe. Ja, genau. Und auf der Ranch, das ist ein Traum für dich, oder? Den hast du selber erfüllt, oder? Weil man muss ja dazu sagen, du hast Wurzeln, die liegen in Amerika. Genau, also meine Wurzeln, das ist übertrieben. Mein Grandpa ist dort geboren, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich immer diese Affinität zu diesem Land Amerika gehabt. Und habe mich da immer hingezogen gefühlt. Ja. Und ja, natürlich wollte ich als Bursche Cowboy sein. Ja. Also da kommt es doch irgendwo her, die Liebe zur Country-Musik, oder? Genau, Hast du genau. gesagt? Das ist einfach dann dadurch entstanden, dass mir einfach diese Songs gefallen haben, dass wir diese Geschichten einfach immer taugt haben. Es hat in die 90er Jahre eine Radioshow gegeben, die hat geheißen On the Road Again auf Antenne Bayern, dem damals noch jungen Sender. Und das Sonntagabend, wenn die Trucker sich auf den Weg gemacht haben um 10 Uhr, ist die Sendung gelaufen. Und die habe ich wirklich geliebt. Da müssen wir jetzt am Start halten. Trauerst du heute noch quasi, oder? Der Sendung, ja, die war wirklich gut. Da jetzt eine? Genau. Da machen wir jetzt einen kurzen Abstecher und du holst deinen Hut und das machen wir im Schnelldurchlauf. Je schneller du bist, desto schneller geht's weiter. Passt, wunderbar. Ich schicke mich. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Da ist er wieder. Da kommt er wieder. So, jetzt auch. Was hat er Neues dabei? Hast du was mitgebracht? Koffer schmeiße ich nach hinten. Schmeiß rein, logisch.
brauchen wir natürlich einen Hutkoffer, logisch. Ja, freilich. Jetzt schaut es euch an. Naja, aber ohne restliches Outfit, ist ja der Hut oder so. Ja, das passt wunderbar. Passt wirklich, meinst du? Schaut das gut aus oder schaut das gut aus? Was sagt ihr? Ich finde, das schaut gut aus. Ja, obwohl Johnny Roman Cash hat selten einen Hut aufgehabt. Ja, aber den hast du Tatsächlich. trotzdem als Markenzeichen von dir. Auf der Bühne ja. Also privater Natur habe ich natürlich ab und zu beim Vogel oder so. Und beim Reiten. Wo hast du den her? Den habe ich mir tatsächlich schicken lassen, dass die Stappen. Gut. Genau. Und beim Reiten hast du ihn auch. Das heißt, du bist auch ein Pferdefan, oder was? Ich bin auch Pferdefan. Genau. Ich reite einfach gern, mag das. Für mich ist das tatsächlich so am Hof, wie wenn hinten das Stadeltor aufmache und da durch bin, dann ist für mich der Wilde Westen. Und dann, Ja, okay. genau, da bin ich dann daheim. Ja, ich würde sagen, da blinkt mir ein Budelei von dem Wilden Westen. Das kommt jetzt. Schaut es euch an. Da ist er unterwegs, dann hat der Roman. Genau. Du, jetzt pass auf, wir waren schon beim Söllner Hans. Ich habe ja zu dir gesagt, du sollst mir bitte ein paar Lieder sagen, die dich beschreiben, beziehungsweise was deine absoluten Favorites sind. Und da hast du dir vom Söllner was ausgesucht. Ich muss gestehen, den Song habe ich noch nicht gekannt. Aber da Ja, hören wir das- jetzt meine, oder? Das ist ein Lied vom Söllner Hans, das ich gehört habe. Da habe ich selber noch gar keine Kinder gehabt. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt und die Message stimmt einfach bis heute. Und jetzt, wo ich selber Kids habe, trifft es noch viel besser. Und genau, und auf seiner Rückschau auf diese Zustandplatten müsste er dann auch nicht mehr recht schön arrangiert worden von Peter Pichler. Der hat da oder die Songs ja dann arrangiert und super arrangiert. Genau. Ich hoffe, ich habe die richtige Version jetzt da. Absolut. Ich glaube schon. Für meine Buben. Ja, das ist nicht. Das ist. Das ist. Das ist schon, ja, look. Ja. Jetzt. Oder die Gang selber gespielt? Nein, die haben ihm die Musiker dazu gespielt. Und wenn die ganze Welt irgendwann in die Luft geht, ich sag's euch ehrlich leid, dann ist mir scheißegal. Und wenn's bloß 10 Jahre alt werden, meine Buben haben wir bloß ein Pech gehabt. Aber die 10 Jahre, die wären absolut geil. Da wird's keinen Hunger geben und keine kalten Finger. Und wenn's allein nicht schlafen magst, dann schlaf ich halt mit dir. Da wird's keine Angst geben, wenn's den Fünfer hast im Rechnen. Wenn's du da einen Einser hättest, dann warst du nicht von mir. Und da wär nicht ich entscheiden, ob deine Hots lang sind. Und ich mein Nachbar wird entscheiden, ob's du laut lachst. Da legen wir da Platten auf vom Bob Marley und dann tanzen wir miteinander und das ganze Haus der ruhig mitkriegen, dass wir glücklich sind. So schaut's aus. Da wird kein Song. Ja, du, hör mal so Äh, ganz zu deine Song. So ist es. Genau. Für meine Buben. Wilde Zeiten passt vielleicht ganz gut dazu. Du hast mir ja ein bisschen Infos im Vorfeld geschickt. Wilde Zeiten hast du hinter dir, hast du mir geschrieben. Was waren denn deine wilden Zeiten? Meine wilde Zeiten habe ich es wirklich geschrieben. Ich erinnere mich an gar nichts. Wilde Zeiten. Naja, ich glaube, jeder hat so seine Zeiten durchgemacht, oder? Ja, du, ich möchte jetzt darauf hinaus, Festivalzeiten zum Beispiel. Genau, oder? Du hast früher Festivalzeiten. aufgezogen. Genau. Du meinst selber aufgezogen? Ja, selber aufgezogen. Ja, tatsächlich. Also im Reggae-Magazin damals haben wir das erste Open Air gemacht und später dann ist die Erfüllung von Lebensträumen mit Festivals tatsächlich losgegangen. Ja. Also 2012 habe ich mir vorgenommen, mein Bühnenjubiläum zu feiern und Weggefährten und Wegbegleiter mit einzuladen. Das war dann doch relativ viel und ich wollte immer daheim ein Festival machen, da wo ich her bin, auf der Nachbarwiese. Und zusammen mit unserem Wirt von der Aloysius Schenke, vom Gerhard, mit dem ist die Idee dann entstanden, haben wir gesagt, okay, wir machen mal ein Festival. Das Ding Aloysius Festival, Das oder? Aloysius Festival ist dann entstanden, genau. Gut. Und wer sind so die Weggefährten? Wenn du sagst, da waren dann 11, 12 oder wie viel Ja, waren's da? genau, da waren Haufen Acts. da alle dabei. Das ist wirklich ein alter Späßel mit seiner Weltmusikband da gewesen, der Luke. Und wer war nur dabei? Binzer war am Start. Okay. Das waren seine ersten großen, coolen Auftritte, er gehabt bei uns. Und Traubhansel Karin war dabei. Genau, so war das. Ja, war ein schönes Festival mit einem Feuerwerk am Schluss und Traum erfüllt. Traum erfüllt, absolut. Und dann war die Überlegung, ob wir nicht sowas wieder machen und wenn ja, was. Und dann sind wir nach Pullman City gefahren
Und Gerhard so auf dem Weg von der Hudson Bay zurück in die Music Arena gesagt, du, wenn, dann möchte ich eigentlich ein Country Festival machen. Das war genau mein Ding. Und sagt er, ja cool, Country ist echt auch sein Ding und war schön. Und ob ich schon eine Band im Kopf habe, sage ich, ja freilich, ich muss mir jetzt für total abgefahren und Vollgas narrisch halten, aber wenn, dann hätte ich echt gern die Bellamy Brothers dabei. Okay. Weil die einfach, das sind einfach die Hautigen, die kennt man einfach und jeder, der also in meinem Alter ist und früher mehr auf diversen Hochzeiten war, kennt wahrscheinlich 4, 5, 6 Titel aus dem Stegreif, weil die sind einfach immer gespielt worden. Kennt man aus dem Radio und Let Your Love Flow oder diese ganzen Geschichten. Ich such doch mal schnell einen herkommen, wir haben noch alles da. Tatsächlich, sollen wir mal schauen. Ja klar, hau rein. Wenn schon, den schon. Und dann habt ihr es mit denen durchgezogen, oder? Genau, Dann dann haben wir die verpflichtet und haben dann wirklich eins der größten Country-Festivals aufgezogen im süddeutschen Raum. Tatsächlich mit 2'500 Leuten. Freitag und Samstag nochmal mit einer anderen Band. Buntes Rahmenprogramm, Indianer waren da und der Gerhard hat sich dann schnell den Stadel gekauft, der gegenüber vor ihm steht, und da haben wir dann einen Saloon und eine zweite Bühne eingebaut und eine Main Street. Was? Mit so Christkindl, also die Hütten, die Christkindlmarkthütten, die Holzhütten. Also Gerhard, seine Schwester, hat damals sogar Schuldeln gemalt, so in diesem Country-Stil, Schriftzügen und so. Also Gibt es Pudel von dem Festival? Ja, man kann auf YouTube, wenn man schaut, Aloysius Country Festival, gibt es mittlerweile 4 Videos. Die hat damals der Günther gefilmt und filmisch umgesetzt. Genau. Schauen wir rein. Erzähl mal kurz ist was wirklich von wert zum Anschauen, ja, weil man sieht, wie es entstanden ist, man sieht, wie die Bellamys da sind. Man kann einfach sich ein bisschen ein Pudel machen von dieser Größenordnung, die wir damals tatsächlich gehabt haben. Und für das ganze Dorf war es wie Woodstock, weil ohne die Leute vom Dorf wäre das nicht gegangen. Da brauchst du Leute, die mithelfen. Da brauchst du Manpower. 50. 60 Einwohner, rund 60. Und die Leute haben sich dankenswerterweise zum Teil Urlaub genommen. Und dann ist da aufgebaut worden, gesagelt worden. Wir haben dann nicht nur die Bühne hingestellt und ein Gitter davor, sondern die haben halt dann mit Holz eingefasst, damit das noch was ausschaut. Und dass man auch ein bisschen ein Feeling hat. Und ja, Haben sie alle mitgetragen, die Idee quasi. das war echt Ja, schön, oder? richtig cool. Beflügelt dann. Wir haben es dann aber auch nicht mehr wiederholt, weil wir gesagt haben, das ist so dieser Zauber einer Nacht und, oder einer Geschichte. Und da muss man es auch stehen lassen können. Oder außerdem kann man es beim besten Willen nicht nochmal irgendwem zumuten, so was Krasses mitzumachen. Okay. Ja, das ist immer ein großer Sport im Hintergrund, da kennst du ja gut aus, aber wie du sagst, den Zauber dieser Nacht, und sie haben gespielt, die Bellamy Brothers. Jetzt hören wir es uns einmal an. Das Wetter passt halt schon auch gut, gell? Voll, super. Freue mich noch aufs Reiten. Kennt man ja, gell? Ja, also das Lied kennt jeder, glaube ich. Ja, das glaube ich, das war ein Feeling. Ja, und jetzt habe ich vorher noch was aufgeschnappt gehabt. Du hast auch ein Reggae-Magazin mal gemacht, oder? Mit einem Freund. Ja, genau, tatsächlich. Ja, wir haben ein Reggae-Magazin rausgegeben. Das Reggae News Magazine. Und ja, war eine feine Geschichte, weil das Konzept war das, dass auf Deutsch und auf Englisch erscheint, sodass wir es auch international platzieren haben können. Also es hat es in Jamaika zum Kaufen gegeben, wir haben Vorverkaufsstände oder Verkaufsstände in Südafrika gehabt zum Beispiel. Und auf die Festivals in Italien, beim Sunsplash zum Beispiel oder wo auch immer wir waren, haben halt sowohl die Artists, die da waren, als auch nicht Deutsch sprechende die Möglichkeit gehabt, denselben Artikel in beide Sprachen zu lesen oder in einer Sprache zu lesen, und das war fein. Und das ist gut angekommen. Es waren damals 2 große Magazine gegeben. Das größte war natürlich Rhythm, das heute, glaube ich, sogar noch gibt. Und das zweite war dann das Reggae News Magazine. Ja, man merkt bei dir ist die Bandbreite echt groß. Du hast da vorhin gesagt, es gibt eigentlich nichts, was dir nicht gefällt. Also du bist für alles grundsätzlich offen, ob es jetzt Country Music ist, Reggae Music. Ja, musikalisch sowieso. Für Songschreiben warst du auch mit bayerischen Texten unterwegs, als auch englische Texte, gell? Hast du eine Solo-Tour schon gemacht? Ja, tatsächlich. Ja. Beschreib mal die Solo-Tour. Solo-Tour. Was hast du dazu geschrieben? Das war Ochsentour. Das war die Ochsentour, in kleinem Rahmen, genau. Aha.
Ja, ich habe es natürlich probiert, mit meiner Liedermacherei auf Tour zu gehen und habe verschiedenste Locations gespielt. Ich meine, es war damals noch nicht so, dass du halt ein Handy rausreißt und Aufnahmen kreieren hast können, die du dann Veranstaltern schicken hast können. Der Weg war deutlich beschwerlicher tatsächlich, ohne professionelle Aufnahmen irgendwo reinzukommen. Ja. Und dann war immer das Ding, ich habe dann auch geschaut, dass irgendwo spielt, wo vielleicht eine Kamera da ist, wo ein Mitschnitt gemacht wird. Also ich war im Blickpunkt da dabei, im Vereinsam mehrmals und oder auch bei Matuschke in der großen Show im Rox in Ulm, was echt cool war. Und die ist ja immer aufgezeichnet worden, diese Show. Immer. An dem Abend, wo wir dort waren, die Kamera hier. Nein. Also es hat wahrscheinlich echt eine Zeit. Jetzt würde ich fragen, ob man es irgendwo sehen kann. Nein, tatsächlich nicht. Es gibt nur verwackeltes Handyvideo tatsächlich mit so einem Nokia, glaube ich, so ein bisschen mitgefilmt damals. Ja. Genau. Ja, aber es war cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe was zum Sagen und ich muss jetzt das und das Volk bringen. Das muss raus. Habe auch viel für andere geschrieben, tatsächlich. Für einen Salzburger Produzenten auch Schlager geschrieben. Okay. Weil auch das eine Musikrichtung ist, die gehört wird. Und auch immer wieder Country-Songs. Und das erste Album war da tatsächlich auch für Deutsch- und englische Songs. Und das zweite auch. Ja, ich habe damals dann auch einen Titelsong geschrieben für das größte österreichische Country-Festival. Titelsong, genau. Was heißt der? Hat geheißen King of Country. King of Country, gut. Genau, ist bis heute, darf ich glaube ich sagen, mein erfolgreichster Titel. Der ist sogar in die Staaten von verschiedenen Künstlern aufgenommen worden. Ja, gut. Genau. Also können wir da nicht einmal reinhören? Ich glaube, dass wir es auf Amazon nicht drauf haben oder auf Spotify. Ja, okay, dann irgendwann werden wir es schon mal hören dürfen. Ja. Spätestens. Also es ist auch schon sehr lang her. Genau. Ja, ist sehr lang her, aber du darfst den Song dann auch selber spielen mal live. Ha? Ja, sicher. Sicher, ich glaube, es wird wieder mal Zeit. Jetzt verrate ich euch was. Roman hat mir vorhin verzeiht, ein Traum wird wahr. Quasi, gell? Du wirst 4 Wochen lang rüberfliegen und in besondere Studios gehen und da alles mit dokumentieren und möchtest dann ein Soloalbum aufnehmen als Roman Hofbauer. Tatsächlich, genau. Also es ist der heroische Plan entstanden. Ich mag aber gar nicht zu viel sagen, weil die Kick-Off-Veranstaltung ist ja erst noch, wo wir das wirklich genau vorstellen. Auf jeden Fall ist die Idee entstanden, nach Amerika zu gehen und mich dort ein Album aufnehmen, dort schreiben. Und genau, in den Sun Record Studios. Ich hab noch was rauskitzelt schon hier. Auf Start gehen. Ja, geil. Du, Wahnsinn. Das wird dann, da nimmst du die Zeit zum Liederschreiben und zum Texten oder hast du schon ein paar Sachen auch fertig? Ja, fertig nicht. Wir haben Fragmente, also der Peter hat, mit dem ich fliege, der hat schon ein paar Sachen auch, Ideen auch und genau. Ja, super. Aber mehr mag ich noch gar nicht sagen. Nein, aber dann viel Spaß schon mit dabei. Ja, Mensch, es gibt so viel von dir zu erzählen und was ist denn dir noch persönlich wichtig jetzt für dieses Jahr zum Beispiel? Wir haben jetzt eine harte Zeit hinter uns, du hast das auch gespielt als Veranstalter, gell? Aber es ist Licht im Tunnel, oder? Es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung tatsächlich verspürbar und natürlich war die Zeit hart, also wenn du gerne auf der Bühne stehst und auf einmal nicht mehr spielen darfst, ist das ein brutaler Einschnitt, weil das fällt einfach dann so viel. Man macht ja das, um Leute zu begeistern. Man ist abhängig vom direkten Feedback und auch als Veranstalter ist ja das. Also man bietet eine Bühne für Künstler, für Leute, die davon leben und wenn dir auf einmal der Lebensunterhalt wegbricht, schaust schon mal blöd. Und ja, das wünschen wir jetzt einfach für das Jahr, dass ein bisschen was weitergeht, dass wir unsere Sommershows wieder machen können. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 60 Open-Air-Geschichten gemacht, also es war relativ viel. Und hoffen wir, dass das also weitergeht, dass wir anknüpfen können. Wird es einmal wieder eine Wrestling-Show geben? Es ist tatsächlich so, dass ich mir echt wünschen darf. Ich habe tatsächlich überlegt, irgendwann, glaube ich, möchte ich das echt noch mal machen. Ja, ich muss was einblenden dazu. Hitman Hart, kennt ihr den noch? WWF Wrestling, ich habe es früher auch geschaut und wen hat es noch gegeben? Ein Undertaker, ja. Aber Hitman Hart war dein Favorite. Und der erste Show war dann organisiert, Veranstaltung, die du organisiert hast, eine Wrestling-Show. Es war tatsächlich am 10. Juli 1999. Ja, cool. War eine Wrestling-Show in der Dreifachturnhalle zur Landau an der Isar mit internationalen Wrestling-Stars. Indian Warrior war da dabei und also echt war cool. Hast du das alle hergeholt, oder? Das war wirklich cool mit einer Wrestling-Liga aus Berlin zusammen. Genau und bitterst draufgezahlt tatsächlich. Alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ja, was waren das für Fehler gewesen? Hab dann, das geht los von GEMA, habe ich nicht am Schirm gehabt und so Späße oder dann Verpflegungsgeschichten, was alles benötigt wird. Im Endeffekt habe ich
so viel draufgezahlt, dass ich meinen Führerschein erst ein halbes Jahr später machen habe können oder dann fertig machen habe können. Aber du hast es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen Ja. und ich möchte es auf gar keinen Fall missen. Und bei der Kulturpreisverleihung des Landkreises Dingolfing-Landau habe ich dann einen Preis gekriegt, lustigerweise, einen Geldpreis auch. Und da habe ich das Minus wieder ausgleichen können. Ja, da sprichst du jetzt ein interessantes Thema, also Kulturpreisträger, so hätte ich die eigentlich ankündigen sollen. 2018 war das, hast du gesagt, und da war aber auch jemand dabei, beziehungsweise eigentlich mehrere Leute, die einmal kurz begleitet haben. Stichwort George Urquell Berufsschule und deine Bankkaufmann-Karriere, oder? Ja, genau. Tatsächlich. Ja. Ich bin kleiner Bankkaufmann. Ja, haben wir was gemeinsam, das ist immer wieder lustig. Ist echt witzig. Geflohen sind wir, oder? Wirklich, ja, das ist wirklich ein Fluch. Traumhandel Karin übrigens auch. Und Django aus Wieler auch. Also ganz viel. Ja. Sparkassenflüchtlinge oder Bankflüchtlinge. Ja, genau. Und der Mike George Urquell natürlich auch. Okay, und Genau, da habt ihr ja. gemeinsam gleichzeitig an dem Tag Genau, einen Preis an dem gekriegt, Tag sind die Kulturpreise verliehen worden des Landkreises und war wirklich ein schönes Aufeinandertreffen, weil aus den Händen des Landrats und des Sparkassendirektors nach all den Jahren die Preise zu kriegen, war schön, weil Für was du gern machst. für was du gern machst und Ja. wirklich sehr witzig gewesen, weil der letzte Berufsschultag, der gemeinsame, war sehr cool für uns, weil wir haben uns nicht so die anderen Bankkaufleute dazusetzen dürfen, weil wir sind nämlich beide mit einem afrikanischen Wickelrock und mit relativ bunten Klamotten dahergekommen und haben uns dunkle Sonnenbrillen aufgesetzt. Revolution halt, gell? Dann haben wir uns halt nicht dazu hocken dürfen. Das werde ich nie vergessen, war wirklich schön. Und wir sind in der Schule nebenan gesessen, ich habe so meinen Liedermacher geschrieben und der Mike hat halt damals schon Hip-Hop-Texte gemacht und genau. Ja, Wahnsinn. Dann habt ihr euch da quasi in dieses Korsett nicht schnüren lassen. Das ist schon von Haus aus nicht gegangen. Gell? Nein, Sag ich möchte es jetzt nicht missen. Es war im Nachhinein eine solide Ausbildung. Gibt es ein Foto von dem Outfit? Sorry, dass ich da mit reinquetsche. Nein, Komm, Gott ich sei werde so Dank. gern sehen. Gott Wenn es sei dann Dank findest, nicht. dann wird es jetzt eingeblendet. Nein, Wenn Gott nicht, sei Dank nicht. Da gibt es tatsächlich dann ist da der Gedankenblase. Genau. Ja, cool. Dann habt ihr euch da in der Berufsschule quasi schon den Schreibtisch geteilt oder die Schulbank geteilt und ein bisschen Genau. Texte austauscht. Ja, Austausch ja nicht tatsächlich, wobei ich tatsächlich was gefunden habe, was er geschrieben hat. Ich glaube, es haben sogar gegeben mittlerweile. Genau. Okay, cool. Eine interessante Geschichte, ne? Aber wie du sagst, Bankkaufmann ist jetzt auch eine gesunde Ausbildung gewesen. Das braucht man als Veranstalter, dass man sich da ein bisschen auskennt. Naja, es ist jetzt glaube ich schon nicht von Nachteil, wenn man auf der einen Seite das Kreative in sich hat, aber gleichzeitig auch rechnen kann. Ja. Das halte ich schon für. Wobei ich in dieser Ausbildungszeit schon gelitten habe und sie mit mir auch. Also das war es nicht. Sie mit dir, okay. Du, jetzt sind wir schon beim Champ gefahren, ey. Wahnsinn. So schnell geht's. Mich darf trotzdem noch was interessieren. Wir fahren ein Stück weiter, okay? Fahren wir ein Stück weiter, Ja, gern. passt. Da ist der Postzahl. Wo ist der Postzahl? Da links ist der Da ist er, Postzahl. genau. Siehst du, das war früher eigentlich ein Wirtshaus, gell? Das war früher ein Wirtshaus, allerdings nicht mehr in Betrieb gewesen. Dann hat es die Gemeinde gekauft und dann ist es darum gegangen, was macht man? Reißt man es ab oder saniert man es und macht was draus. Genau, glücklicherweise haben sie sich für Letzteres entschieden. Mit dem damaligen Bürgermeister Marc Schadenfroh zusammen haben wir da wirklich dafür gekämpft, dass da was draus wird. Na super, das heißt, du warst da voll mit dem Boot. Und deswegen Absolut, steht er jetzt ja. auch so da, wie er da steht. Oder? Deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Also das darf ich, glaube ich, mit Fug und Recht so behaupten. Ja, Max hat ja wie gesagt, ja, ohne die gab es den Saal nicht. Er sagt, nein, ohne uns gab es den Saal nicht. Und ja, Wir gewinnt. genau. Genau. Musimacher. Du spielst Gitarre, singst. Wie bist du zum Musimacher gekommen? Ich habe Flötenunterricht gehabt. Habe ich auch gehabt. Grundschule, oder was? Nein, noch, also Basics. nebenbei tatsächlich, in der musikalischen Früherziehung und dann danach. Aha. Genau, da habe ich hingedürft. Und dann habe ich eine klassische Akkordeonausbildung gehabt. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du Genau, das? also das war, mit dem ist es eigentlich losgegangen und ja, habe ich mich tatsächlich bewusst für die Musik entschieden. Das war, glaube ich, die erste bewusste Entscheidung meines Lebens, an die ich mich echt erinnern kann. Weil ich habe Gruppenunterricht gehabt damals und das habe ich überhaupt nicht getaugt. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wir schauen, dass wir eine Lehrerin kriegen, bei der du das gescheit lernen kannst, aber dann musst du halt echt auch wollen. Dann musst du üben wollen und dann war das für mich so wirklich dieser, ich weiß das wirklich mit 7, 6 Jahren, dass mir das sehr bewusst war, entweder ich lerne das jetzt oder ich lasse eine Chance verstreichen. Mit 6 im Jahr warst du schon so weit. Ja? Das Respekt. ist so rückwirkend betrachtet, war das tatsächlich so die Entscheidung. Und dann war es auch wichtig, dass du das selber entschieden hast, dann hast du es durchgezogen. Dann habe ich es durchgezogen. Ich meine, ich darf natürlich heutzutage gerne Polka spielen können, das kann ich nur sehr bedingt. Okay. Dafür kann ich Nabucco spielen oder irgendwas aus AIDA oder so. Das Also geht noch was. Wie lange hast du das dann gelernt? naja, schon einige Jahre.
einige Jahre Orchester gespielt. Es hat das Mamminger Akkordeonorchester gegeben, da habe ich mitgespielt. Das Mamminger Akkordeonorchester, gibt es ja Fotos. Ich war viel unterwegs. Aber ich muss Findest du eins da warm? Wenn ich Glück gehabt, dann blendet man es jetzt ein. Und Gitarre ist dann auch irgendwann dazu gekommen. Also es ist dazwischen noch Keyboard gekommen tatsächlich. Keyboard auch noch. Das ist eine ganze Band. Weil es mir einfach, habe aber dann schon angefangen, eigene Texte zu schreiben. Und das hat mit dem Keyboard nicht so wirklich zusammenpasst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 3 Akkorde ist ein Punk. Und habe mir bei meinem Keyboard-Lehrer Gitarrenunterricht gekriegt. Ja. 3 Stunden oder so. Ja. Und war aber dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und habe dann tatsächlich allein weitergemacht mit Gitarre. Deswegen Also war ich habe mich ja ja nie als Gitarrist begriffen, sondern eher immer als, weiß ich nicht, also war nicht so. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das, was ich aufschreibe, mit diesen Akkorden ganz gut zusammenpasst. Und dann war das einfach für mich klar, dass Gitarre mein Instrument ist. Und jetzt haben wir leider keine Zeit. Sollen wir hingehen? da gehen wir hin, schauen wir. Nein, ist London, ich gehe jetzt nicht in der Rufverzug. Ja, wer weiß, wie den. Ja, hallo, servus. Hallo, schönen guten Tag. Anna Novak ist am Apparat. Ja, sorry. Ich melde mich von der Firma Get the Trade, diese Filiale in England. Und ich wollte ganz kurz ein paar Informationen über Onlinehandel mitteilen. Ja, sorry, wir sind gerade mitten im Interview. Ich muss jetzt leider unterbrechen. Ich melde mich nachher, gell? Ciao. Ja, das war jetzt ja ein interessanter Anruf, gell? Sehr spannend, da muss man sagen, wo du investierst. Ja, du, ich weiß jetzt noch nicht wo, aber ich glaube, ich investiere nicht. Nein, das Pudel auf alle Fälle suchen wir raus von diesem Akkordeonorchester und Gitarrespielen ist dann mehr oder weniger, jetzt habe ich die unterbrochen gehabt mit dem Anruf, gell? Ja, Learning by doing und aufschreiben. Ich wollte nicht so viel arbeiten. Doch, hau raus. Genau, ja, so ist das dann entstanden und dann. So ist der Weg zum Songwriting dann auch mehr Genau. Dann habe ich gemerkt, das passt ganz gut zusammen und dann habe ich mal nach diesen 3 Akkorden gemerkt, wenn ich einen kleinen Finger auf die Seiten lege, dann klingt das D auch wieder anders. Das waren so die Variationen, die ich dann gehabt habe. Und den Rest ist dann der Rhythmus ist dann gewesen. Also ich habe auch ganz lang war ich nicht bandtauglich. Also ich habe erst die letzten Jahre wirklich bis 14 gelernt und brauche immer nur 2 Anläufe. So 1, 2, 3, 4. Echt jetzt? Weißt du? Aha. Ja, interessant, aber das hindert dich nicht daran, dass du schöne Bühnenprogramme machst und fleißig unterwegs bist und Touren planst und die nächste Tour wird auch kommen, da freuen wir uns drauf mit Roman Hofbauer. Und wir kannten, glaube ich, jetzt noch so viel ratschen. Jetzt ist genau die richtige Zeit zum Ratschen, aber wie heißt es immer, weniger ist mehr? Weniger ist mehr. Genau, und wir hören jetzt aber noch einen Titel aus deiner Playlist, die du mir geschickt hast. Welchen sollen wir denn noch hören? Welchen hören wir denn noch? Ich glaube es zu früh. Guter, ja, passt einfach, der Bob Marley passt einfach. One Love ist einfach der. One Love, so Das schaut's ist einfach. So lassen wir unsere Arme am Scheinfahrt ausklingen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, War mir eine Ehre. ebenso, ein großes Vergnügen. Jetzt fahren wir noch zu deiner Ranch und reiten wir noch aus, oder? Reibt man also. Viel Spaß. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und zieht euch die Sachen neu vom Roman. Es ist hörenswert, sehenswert und bleibt gesund. Bis bald bei Arme am Scheim. Habe Dere!